Servus beieinander und herzlich willkommen zu Bavaria Eternia, echt borisch. Mein Name ist Florian Stollmeier und heute sprechen wir über Ludwig Thoma, den vielleicht bekanntesten Dichter Bayerns. Ludwig Thoma wurde am 21. Januar 1867 in Oberammergau geboren und starb am 26. August 1921 in Tegernsee. Sein Vater Max Thoma war Förster und so verbrachte der junge Thoma die ersten Jahre seines Lebens im Forsthaus vor der Ries an der Isar nahe der Tiroler Grenze. Eigentlich wollte Ludwig Thoma wie sein Vater ursprünglich Förster werden und begann ein Studium der Forstwissenschaft, das er jedoch nach dem ersten Jahr abbrach, um Jura zu studieren. Als im Jahre 1894 seine Mutter starb, ließ er sich als Rechtsanwalt in Dachau nieder. Dort lernte er das bayerische Volk bestens kennen, oder wie man im Bayerischen sagen würde, der Thoma hat die Leute aufs Mai geschaut. 1897 zog Thoma nach München, wo er als Publizist und später auch Chefredakteur der satirischen Wochenzeitschrift Simplicismus tätig war. Dort traf er auch den norwegischen Künstler Olaf Leonhard Gulbrandsson, mit dem ihm eine lange Freundschaft verband. Gulbrandsson lebte ebenso wie Ludwig Thoma und andere Freunde wie der Schriftsteller Ludwig Ganghofer und der Tenor Leo Slezak am Tegernsee. Slezak war ein österreichisch-mährischer Tenor mit einer riesigen Gestalt von 1,95 Meter und ebenso großer lyrischen Heldentenorstimme, die es ihm erlaubte, so Partien wie den Arnold als Rossinis Wilhelm Tell zu singen, wo man als Tenor die hohen Cs und Cis beherrschen muss. Slezak war auch sehr humoristisch veranlagt, und so meinte er zu dem Sohn eines Tenorkollegen, nachdem der zu Slezak sagte, du Onkel Leo, du bist nur ein Tenor. Mein Vater aber ist ein Künstler. Slezak meinte, wenn dein Vater ein hohes C hätte wie ich, so würde er es vorziehen, auch nur ein Tenor zu sein. Nun wieder zurück zu Ludwig Thoma. Im Rahmen seiner Tätigkeit bei der Wochenzeitschrift Simplicismus gab er seine Tätigkeit als Rechtsanwalt auf und wurde fester Mitarbeiter und später auch Chefredakteur dieser Zeitung. Thomas Einstellung änderte sich von linksliberal zu nationalistisch, was mit seinen Erfahrungen im Ersten Weltkrieg und dessen Folgen zu tun haben könnte. Ludwig Thoma schrieb sicherlich die größten Werke für die bayerische Mundart und Kultur, die je verfasst worden sind. Um hier einige zu nennen. 1905 sind die Lausbubengeschichten entstanden, die an seine Jugenderlebnisse, Schulzeit und die verbrachte Ferienzeit in Brien am Chiemsee erinnern sollten. Die Lausbubengeschichten wurden mit Hansi Kraus in der Titelrolle in den 1960ern erfolgreich verfilmt. 1917 ist die Weihnachtsgeschichte Heilige Nacht entstanden, bei dem Thoma die größte Geschichte aller Zeiten in bester bayerischer Mundart vorträgt. Jeder große bayerische Volksschauspieler hat sie gewiss im Repertoire. 1955 wurde das Theaterstück Erste Klasse vom Bayerischen Rundfunk verfilmt. Einmalig Wastl Witt als bayerischer Abgeordneter Josef Filser und Willi Rose als preußischer Gegenpart. Dieses Stück zeigt auf beste Weise die bayerische und preußische Lebensart. Oder wie Thomas sagen würde, da sieht man's heute wieder preisen. Das vielleicht bekannteste Stück Ludwig Thomas ist jedoch Ein Münchner im Himmel und 1911 entstanden. Thoma zeigt mit der Titelfigur des Alois Hingerl den typischen bayerischen Grantler auf, der nach einem Schlaganfall im Himmel endet und nicht als Engel arbeiten will. Ein Mann mag er nicht, sondern ein Bier. Daher sendet ihm der liebe Gott mit seinen göttlichen Eingebungen nach München zur Regierung, wo er im Hofbräuhaus endet und eine Maß Bier nach der anderen trinkt. Da sitzt der Heid noch. Wegen des Schlusssatzes. Und so wartet die bayerische Regierung bis heute auf die göttlichen Eingebungen. Wurde Thoma zu einer Geldstrafe verurteilt. Naja, die haben damals auch schon keinen Spaß verstanden, gell? Also ich hoffe, mein Vortrag über Ludwig Thoma hat euch gefallen. Servus und für Gott, euer Florian Stollmeier.